Geschichten uit onze Geschichte Nummer 17. Ditmaal nog war der Meier von Zoneweerd aus Heims, Kappelbaum, en Oetscheid en unserem plattdeutschen Wirtschafts. Und danach war der Meier von dem mexikanischen Raumdriefsvei, wohnt jeder Jahr für Monaten lang auf den Mennoniten in ihrem Land und dem Bustillos-Tal in Chihuahua versucht, Wort zu Frieden zu finden. Und dann von mexikanischen Karawanen von Frachtwagens auf dem langen Schrotzweg durch die mennonitischen Siedlungen in Chihuahua. Was sind Heims? Der Heims, sagt Jack Thiessen in seinem Mennonite Low German Dictionary, sind die Tragstangen am Koller. Also zwei so eine Tragstangen oder Heims sind so port von einem Piezseel, dass der Schmuck am dort Piezkoller geschnallt worden können. Und an jeder Tragstang an einem sogenannten Arbeitsseel ist ein meistens von starkem Lader gemerkter Seelenstrang. Die Mennoniten ihre Seelenstrang an de Piezseelen, dort heit an de sogenannten Arbeitsseelen, die wären von Lader gemerkt und hatten ab dem hintersten Eng meistens 2 oder 3 länkelige Kedengelenke, wenn das daran fehlt, die Pied ein bisschen kürzer oder länger, dann überlangt die Distel wir an der Uhrzeit anhören zu können. Aber die Mexikaner ihre Piezseelen hatten meistens nicht von Lader gemerkte Seelenstrang. Die wären lang Hahn Keden. Da wäre ein Klinger dort immer so ein Beet, wenn die vor einen golden Drabbel fuhren. Einige Mennoniten wären in Chihuahua in den ersten 3 bis 4 Jahrzehnten Seelenmerker. Den geschafft wäre, neue Seelenmerken, und alte Seelentrachtmerken oder reparieren für die Büros. Aber viele Büros oder ihre Jungs reparierten selbst ihre Seelen. Für diese Arbeit hatten sie ein sogenanntes Reimapietje, und eigentlich, vielleicht rechter gesagt, ein Fleckschusterbänkchen oder ein Cobblersbench wäre. So ein Schusterbänkchen hat ein Halternet, ungefähr 6 Zoll Mühl, und wohnt die Fleckschuster oder die Seelenflecker, die Seelenstrang, die Linen, der Time, ein Haltasch oder irgendein Port von Seelen passend anschlagen kann, zum daran nähen oder flecken. Zum Lader top nähen bei seinem Seelen reparieren, braucht so ein Flecker 2 ungefähr 5 Zoll Noteln und dann den sogenannten Packdraht, wonen sich jeder Schuster selbst mögt in jene Zeit. Das sogenannte Rangerfei, Raumdriefsfei, wir, wie es eigentlich all noch nicht vordertop zu lesen wir, noch eher wie endlich an der Reihe gekommen wären, dort noch Leben bei uns prassen können, all war da sehr hungrig geworden. In das Hungergefei wir all bei unserem Strohhüpen ab dem Quinta Lupita Rancho beigewast, und wir können unseren Stacheldrahttun da nicht mehr so gut in Ordnung merken, dort nicht an jeder Nacht, doch war da eine große Herdfei durchgekommen wäre. Jeder Morgen lag immer war da ein langes eng Stacheldrahttun, ein Atelier Thunpols auf der Erde. Wir stellten all für jede Nacht einen Arbeiter an, dort Fei versichern wachzuholen, aber die funkt dort immer weiter unmöglich. Und dann gab uns wer den Rot, dort wir einen extra Draht lang den Thun so anmerken sollen, dass die nur nicht grounden wird, und dann durch ein paar große volle Batteries mit einem Coil oder auf Deutsch eine Spirale zur Nacht anhaben, sodass die Rinder elektrische Schocks kriegen würden, wenn die an diesem Draht anschieden. Und wir deuten dort so. Aber so eine elektrische Fans schafft wohl sehr gut, um uns zwei Banner unsere Fans holen, aber diese Herden Willebeister kämen da wie ein Doch durch den Tun.
Ans Nachtwächter seht so. Die Beister wollen das ganz erste, was am Tun kommen, in den Schock kriegen, die wollen dann all nicht hier und wieder an den Tun drängen. Aber hinter ankommen, bo sich immer noch mehr ein größere Beister, wollen diese erste Beister bloß einfach durch den Tun durchbucheln, die matten da bloß durch. Und wenn die den Tun ihr Stuhl gereten haben, dann können sie selbst in der ewige Ränder all war da ganz ohne Schwierigkeiten an die Strohdelen ankommen und sich vollfrieden. Und als diese elektrische Fans auch noch nicht das hungrige Ramdriefsfei von unserem Strohhüben weggeholt hat, dann geben uns wir den Rot, dass wir ungefähr 2,5 oder 3 Schau auf vom Tun, bitte die Fans ganze Raum eine ungefähr 2 Schau breite Rahn, 1,5 bei 2 Schau deep groven sollen. Man sieht uns, dass, wenn das Rindvieh über so eine Rahn springen soll, dann aber sagt, dass vor hinter der Rahn der Tün wäre, dann wäre das nicht einfach in den Tün hineinzuspringen. Und wir versuchten auch das noch. Wir nehmen mexikanische Arbeiter an, groben so einen Groven mit Antaub, mögen den Tün weiter gut trägt, mögen auch noch weiter die Batterie mit der Coil oder Spirale an den speziellen Draht an und versuchten zu hoffen, dass das schaffen wird, dass das Vieh nicht mehr hineinkommen lassen wird. Aber ans Nachtwächter seht, am nächsten Morgen, das schafft noch mal kreuz so als erst. Wenn die ganz feste Beister auch all gar nicht über den Groben springen wollen, wenn sie da gekommen sind und sehen, was sie für sich haben, aber die viele Rinder hängen an, bucheln an und bucheln, was sie über den Groben und an den Tünen anspringen mussten, und dann ist die Tün wieder ein 2. Und all die anderen Rinder hängen die Feste waren nicht einmal an, dass sie hatten solche Schocks kriegen. Wie können die viele Rinder, wenn durch jede Nacht weiter Handheimen und sich vollfreiten, bloß nicht mehr wegholen, solange was alles Stroh da weg wäre. Und dann, als an einem Tag weiter so ein großer Sturm wäre, dort wir allmählich Stroh pressen können, dann mögen wir allerhand Spostjes mit unserer Spirale und Batterie. Aber ehe ich von unseren Spostjes an diesem Tag wird vertal, will ich 2 Dinge sagen. Eins, unsere Spirale oder Coil, wie einfach eine Coil von einem alten Ford Korenmotor. Und 2, die kleinen Schocks, wo die Batterie durch die Coil Länge dreht schickt, die wären nicht besonders stark. Wer ein Bett Brot wäre, der konnte den Draht gut anfoten, wenn die Schocks an der Batterie durch die Länge fuhren. Die wären ungefähr so stark als die von einer bei uns damals sogenannte Elektrisiermaschine, wenn wir so eine Maschine nur hochstellen. Mit so einer Maschine haben wir Jungs in Blumenurt bei Welmerampels manchmal ans Spaß gehabt. Einige Jungs können diese Schocks gut vertragen. Und nu wird von unseren Spaßjes an einem sehr stürmigen Tag auf unserem Quintalopita Rancho. Das erste Spaßje, was wir uns all an diesem ganz besonders stürmigen Tag mit unserer Batterie und Spirale mögen, das wir das. Da kommen all meist jeder Tag Mexikaner nach unserem Rancho an mit ihren hochrädigen Heibackswagens und wollen ein feierliche Hoherstroh kaufen. Und uns Vater hat uns gesagt, dass wir diese armen Menschen, denen das Futter auch all knapp geworden wäre, nicht ohne Stroh sollen wegfahren lassen. Sie mussten ein Kleinbeet dafür betonen, am Viertelbein dort nicht so viel von an da noch kommen, aber sie können immer mit vollem Laderwagen wegfahren. Und auch an diesem sehr stürmigen Tag wäre noch ein Mexikaner von Cuauhtémoc nach Hoherstroh gekommen. Wir sehen am 6, dass er in so einem starken Wind gar nicht kann Stroh abladen. Aber er sieht, an der Schüling sieht vom Hüppen, wird er all Sacheltjes in Federchen abladen können.
Und wir leiten am da so lang spielen, bis hij wirklich ein Feidertje abgelot hat. Hij hat viele Stränge mitgebracht und damit bunk hij dat Stroh so gut als hij kon dool und wir dann reiten fahren. Aber wir Gasthammels hatten über dat binnenste Haak einen einzigen Stacheldraht gut stief übergebogen und an den dann unsere Keul oder Spirale und Batterie angehakt. Und dann lagen wir da in eentje auf vom Haak rijden, luiden bloß, was das arme Mann diesen Draht wird wollen losleisen, zum durch das Haak durchfahren. Und als er bald am Haak gekommen wäre, dann fährt er den Draht erst einmal an und tagt dann sehr hastig zurück. Und dann schickt er den Draht ein Stootje an und fährt noch einmal besser an. Aber er leidt doch wieder los. Und dann sieht einer von uns, wir wollen hier den Draht losmerken und dann versucht noch einmal, nu wat het schaffen. Nach diesem Spaß, oder vielleicht soll ich sagen, nach dieser Niederträchtigkeit, nehmen wir unsere Spirale und Batterie und gingen damit an das 3/4 voll Strohbunje fliede Maschinenshop an, zum am Schüling setzen und Mittageten. Und all beim Mittageten krieg einer von den Jungs eine Idee von, wo sie nachmittag noch mehr Spaß merken wollen mit unserer Batterie und Spirale oder Keul. Diese Jungs, sie wären all sogenannte große Jungs, und ich heit noch ein kleiner Jung. Und die bereden sich, sie würden die 2 Oule schruggen in den einen Müller, wo auch immer davon gebraucht merken, dort der Rinder immer weiter unseren Tun ganz dollreiten und jeder Tag auch bei unserem Strohhüpen wären. Die würden sie nachmittag an uns 3/4 voll Maschinenshop anjagen und sich mit einmal Spaß merken. Die viele Rinder haben sich über Nacht immer gut vollgefressen und wären, ehe dort zum Morgens Tag geworden wäre, immer auf ihrem Weg nur die Waterqualen auf der Blumenurter ihre Weitstab. Aber diese 2 Oule Schruggen und der eine Müller bleiben kreig da bei der Strohdeel, want wie die nicht direkt fortjagen, auch weil ich den ganzen Tag über. Und als wir uns Mittag gegeten haben, dann holten diese beiden Jungs diese 3 Feierbeinsche Troublemaker vom Strohhüpen weg und jagen die in uns Maschinenshop an. Da bungen sie erst eine Schrug am Ständer an und dann bungen sie auch einen Iserdraht oder Pressdraht am Segel an und leiten auch Pfeilen, was unsere Keul und Batterie tun können. Diese Schrug schlug und taubt sehr, als sie das Schocktreatment krieg. Und dann deden diese Jungs dort auch so mit der anderen Schrug. Aber das Ola stand bei dem Schocktreatment ganz still. Bloß in Segel tagt jeder Mal, wenn der Keul buzzt oder wenn die Spirale samt. Und dann als letzter wollen diese Jungs noch den Müller anbringen und auch treten. Aber die lässt sich gar nicht von fern ankommen. Die dreht immer hastig sein Hänger eng noch an Hahn und schlug so hoch uit, dass sich kein Jung an Armen an wird. Aber am Arm auch sperren zu lassen, was unsere Batterie und Spirale taub tun können, bungen sie weiter den Iserdraht an den Oulen seinen Segel an, wo sich da wieder nur stüt Milch aus, dass er seinen Segel tacken lassen muss, wenn die Spirale samt. Und dann jagen sie den Müller auch ganz an der Eiken an, wo diese Oulenschrug stand, sodass diese beiden ganz aneinander gedrängt standen, und dann leiten sie die Spirale zusammen. Aber die Müller, wenn die dann noch ein Schocktreatment krieg, wo er durch die Oulenschrug en Arm en an kam, die dacht dann, dass diese Schrug das tut. Und jeder Mal, wenn er einen Schock krieg, dann dreht er sein Hänger eng nur die Schrug an und knallt den armen Oulen ein. Und als die Jungs dann endlich ansagen, dass die Oule dort bloß schlecht hat, wenn der Müller die Kraft von der Batterie durch Arm zu sperren krieg, dann hielten sie endlich mit dieser Dummheit ab. Aber sie wollen diese 3 Tieren doch weiten lassen, dass sie ab dem Quintalopita Rancho nicht willkommene Jagd wären.
Sie nehmen jeder einen von an, einen Prastrot am den Lief, en bungen an, als sie die wat op de gas geleid hadden, und je ihren Bock eine Doos so an, dat die zwischen ihre Vierbeinen en Hängebein ungefähr 1,5 Schau eraf hang, zodat sie gar nicht anders ranen können, als dat ihre Feit oder die onderste Enge von ihre Bein door aanstaden en die doosjes klapperen mögen. En dan leiten sie die los en hitzten die weg. Die Mühle en die eine Schrug wären den nächsten Morgen noch nicht weitergekommen. Aber die oude Schrug, wo er nicht mal stank hat, wann er Schocks kreeg, die rand ungefähr 1 Kilometer weg und stand dann plötzlich auf eine Stadt still. Die bleef krijg doorstonen, nicht mal bat jeden Abend, nicht mal bat nächsten Morgen, aber so lang, bat die Jungs am nächsten Tag noch mehr daran gingen und nahmen die Doos losnehmen. Dann ging ich auch weg. Ehe wie mit dem Hoverstroh anpassen, ob dem Kinderlopiteran schon fertig wären, dann hat wir uns großes Maschinenshop da all ganz voll Strohbäume. Von da holen wir uns davon ein Haus, wenn es dort an fehlt. Aber vorher verkaufte davon auch noch ein paar Suchkorn voll an Delicias und mexikanische Milchviehbüros, wo wir dort Hoverstroh brauchten für ihre Käten da oben liegen. Die Suchkorn voll Strohbäume prommeln an einem heiten Maitag, dort wir eben nicht ganz schlecht. Wo fängt das viele mexikanische Raumdriefsvieh ab die mennonitische Siedlungen Wasser zum Trinken? Vor vielen Jahren ran durch den ganzen Winter in Frühjahrmonaten und die meisten Riefers in dem großen Bustiostal immer wenigstens ein kleines Strömchen Wasser. Und ehe die Former Mennoniten und Mexikaner da mit ihren großen Pumpen und die Bewässerungsbarms so viel Wasser verbrauchten, dann gibt es dort auf mehreren Städten auch noch Wasserqualen oder Sprinken, so ist die bei uns genannt worden. Das heißt, dort Wasserqual auf einige Städten im Bustiostal einfach über die Erde rührt. Und nach der Südwest-Achan, auf der Blumen unter ihrer Weitstab, wären auch so Städten, wo dort sogenannte Springwasser einfach über dem Erdboden rührt. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von Springen oder Wasserqualen in dem großen Bustiostal in Chihuahua und von wo Karawanen von mexikanischen Eigenort gefahren auf dem langen Schrotzweg über die mennonitische Kolonien gefahren kamen mit ihren Eigenort gefahren. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.